Und bitte auch nicht den Fehler zu machen und zu sagen, naja, die Pegida, was haben denn die zusammengebracht in Wien? Die paar hundert Leute, was haben denn die zusammengebracht? Was werden denn die zusammenbringen in Linz im Vergleich zu Deutschland? Der ganz große Unterschied ist, dass in Deutschland die Hetzer, Hasser und Rechtsextremisten montags in Dresden oder Leipzig demonstrieren. Bei uns sitzen sie jeden Tag im Club der FPÖ im Parlament. Und das ist der große Unterschied. Und was können wir machen? Unsere Antwort muss sein, die internationale Solidarität. Dass wir sagen, Solidarität ist unsere Waffe gegen die Hetzer. Aber es gilt auch, hinzuschauen und hinzuhören. Wenn der inzwischen zurückgetretene Vorsitzende der Pegida Wien von Lügenpresse spricht. Lügenpresse, ein Wort, das ich gut kenne, von der WAPO von Gottfried Küssel auch immer Lügenpresse. Und das Zitat, ungehemmter denn je führt die rote Lügenpresse ihren Verleumdungsfeldzug durch, ist nicht von Pegida, das ist von Joseph Goebbels. Wir müssen hinhören, wir müssen aufzeigen und unsere Aufgabe ist es, mit den Menschen zu diskutieren. Ja, es gibt Menschen, die Ängste haben. Und es werden auch heute, so wie in Wien, Menschen demonstrieren mit der Pegida, die keine Nazis sind, die keine Rechtsextremisten sind, die Ängste haben. Und mit denen werden wir uns auseinandersetzen müssen. Ich habe das in Wien gemacht, indem ich diese Menschen gefragt habe, wenn ihr da geht und ihr schaut euch um, glotzen Rechtsextremisten und Neonazis, glaubt ihr, dass die eure Probleme lösen werden? Aber unsere Aufgabe ist es, eine Politik zu machen, wo die Probleme dieser Menschen gelöst werden. Ich glaube, das ist die wirksamste Waffe gegen Rechtsextremismus und gegen die Pegida. Demokratischen Kräften tun wir es in Wien heute gleich und gehen auch gemeinsam mit jenen auf die Straße, die besonders von Rassismus, Hetze und dem feindlichen Klima, das von Pegida und FPÖ produziert wird, betroffen sind. Schulter an Schulter gegen Faschismus, denn wir sind alle Opfer von unsozialer, ausbeuterischer Politik und wir müssen uns alle gemeinsam gegen sie wehren. Am Montag haben die Pegida-Anhänger und Anhängerinnen ihr wahres Gesicht gezeigt. Von den Identitären über deutschnationale Burschenschafter und FPÖ-Funktionäre und Funktionärinnen konnte Pegida Österreich vor allem einschlägig bekannte Neonazis, die gewaltbereiten Austria-Wien-Hooligans unsterblich und Hardcore-FPÖ-Fans für ihren braunen Gruselmarsch mobilisieren. Doch Pegida, die FPÖ und andere rechtsextreme Gruppen wollen Vorurteile und ein angsterfülltes Klima aufbauen. Sie benutzen die furchtbaren Anschläge in Paris, um Hass und Gewalt zu schüren. Sie befeuern ein Klima, das jetzt schon dazu führt, dass es unzählige Übergriffe auf politisch Andersdenkende, Muslime und Musliminnen, vor allem Frauen und Migrantinnen und Flüchtlinge gibt. So kam es auf der Pegida-Demonstration in Wien zu unzähligen Hitlergrüßen, faschistischen Parolen und Nazi-Gesten. Rund um den Aufmarsch folgten brutale Übergriffe auf Migrantinnen. Eine Aktivistin der Offensive gegen Rechts wurde von mehreren Pegida-Anhängerinnen verfolgt, geschlagen und getreten, sodass sie anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Auch wenn der mittlerweile ehemalige Sprecher der österreichischen Pegida-Bewegung, Georg Emanuel Nagel, von all dem nichts mitbekommen haben will und die Opfer rechtsextremer Gewalttäterinnen als Lügnerinnen bezichtigte, ist genau das jener Hass und jene Gewalt gegen Migrantinnen und politisch Andersdenkende, die Pegida auch in Linz auf die Straße tragen will. In Linz gibt es viele Hinweise darauf, dass Pegida auch Verbindungen zur FPÖ und der schlagenden und als rechtsextrem eingestuften Burschenschaft Arminia Czernowitz hat. Wer sich heute noch aller bei dem Gruselaufmarsch tummelt, wissen wir noch nicht. Doch nach all den furchtbaren Vorfällen in Wien am Montag hätte es für die Polizei und den Verfassungsschutz eigentlich klar sein müssen. Pegida darf in Österreich nie wieder marschieren. Leider ist es zu keinem so deutlichen Zeichen von Seiten der Behörden gekommen. Wie immer bleibt die Vermutung, dass auf dem rechten Auge nicht nur eine Sehschwäche die Wahrnehmung trübt,
gemeinsam. Auch nicht durch einen Rundumschlag der Polizei, die den nächsten Gummiparagraphen zur Kriminalisierung von Antifaschistinnen aus der Mottenkiste hervorgeht.